Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, wir wollen heute mal ein bisschen, oder ich möchte mal ein bisschen heute über die Kaderplanung und so ein bisschen Hansi Flick und Brazzo sprechen. Ich habe ja über Hansi schon im letzten Bayern Talk zum Thema 25 Bundesligaspieltag in Bremen ein bisschen was gesagt. Entschuldigt, ich bin ein bisschen auf dem Weg einer Erkältung, weiß auch nicht, will nicht so richtig rauskommen. Also entschuldigt, wenn ich ab und zu mal kurz muten muss. Ja, erstmal, es ist ja jetzt so ein bisschen durchgesickert, dass mit Boateng nicht verlängert wird. Ja, kann ich irgendwo verstehen. Irgendwo ist es ein bisschen schade, wenn er sich darauf eingelassen hätte, irgendwie noch ein Jahr zu bleiben mit geringeren Bezügen. Was ich aber auch nicht wirklich glaube, weil er ist 32, also eigentlich hat er noch 2 Jahre, wo er auf jeden Fall, denke, einigermaßen auf Leistungsniveau spielen kann. Weil langsam ist er nicht, ja, wenn er denn die Kraft hat, aber meistens sieht man auch, dass die Kraft nicht mehr so für 90 Minuten unbedingt reicht, von daher bin ich mir beim Boateng auch nicht ganz sicher, ob er wirklich noch 2 Jahre in seinem Körper drin hat. Also von daher denke ich, ist das vollkommen okay, wenn wir den Vertrag nicht verlängern, weil er ja auch einer der Großverdiener ist und wenn man sich mal zurückerinnert, wollte er ja auch vor, ich weiß gar nicht wann es war, vor 1,5 Jahren oder was, unbedingt zu Paris wechseln. Das ist ja dann kurz vor knapp daran gescheitert, dass Paris nicht die Ablöse zahlen wollte. Ja, da wollte er ja unbedingt weg, hat er klar kommuniziert und danach dann, ich glaube, das war eine Winterpause oder was, wenn ich mich richtig erinnere. Und da wollten wir ihn dann wohl nicht abgeben, nur gegen eine hohe Ablöse. Und dann in der nächsten Wechselperiode, wo er die Freigabe hatte, gab es halt keinen Verein, der ihn haben wollte. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Oder der auf jeden Fall nicht bereit war, irgendwie die 20 Millionen oder was da im Raum stand zu zahlen. So, und das war noch vor Corona. Also von daher, das sollte man auch nicht vergessen, ja. Dass er sich dann wieder rangekämpft hat, dann unterm Flick und so weiter, alles gut. Liegt natürlich auch am Hansi, der auf die alten Haudegen baut. Womit wir dann auch beim Thema sind, ja. Beim Thema Hansi Flick und Brazzo. Und wenn ihr euch zurückerinnert, Fakt ist, dass es hieß, ja, bei uns muss ein Umbruch her. Ja. Wir haben Boateng, wir haben Müller, wir haben Neuer. Wir hatten Ribéry, Robben, Martinez, ja, dann Vidal war zuletzt noch da, der da auch schon weg ist und so weiter und so fort. Und ja, die hieß schon, ja, wir werden, der FC Bayern wird dann wahrscheinlich mal so 2 schlechtere Jahre haben, wo die Konkurrenz eine Chance hat und so weiter. Das ist ja alles irgendwo ausgeblieben, ja. Und ich finde, Brazzo hat es gut gemacht mit dem Umbruch bis dahin. Wir haben also nicht so einen harten Umbruch gemacht, sondern, ja, ich sag mal einigermaßen geregelten, ja. Wir haben jetzt nicht gesagt, so hier 8 Spieler müssen gehen und so weiter. Aber es ist auch nicht die Philosophie unseres Vereins, ja. Bei uns wird es nie so sein, dass man jetzt sagen würde, beim Boateng zum Beispiel, hat man ja gesehen dann, dass man gesagt hatte, so, du musst jetzt gehen, wir wollen dich hier nicht mehr. Ja. Oder noch ein Jahr oder 1,5 Vertrag hatte, obwohl er davor weg wollte unbedingt. Selbst dann steht der Verein zu den Spielern und den Verträgen. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Von daher finde ich das alles gut, so wie es ist. Und ja, um das Beispiel mal aufzufassen, ja, wenn gerade die Innenverteidigung, muss man mal ganz klar sehen, wir haben Hernandez, auf den der Flick nicht setzt, warum auch immer. Ja, das können wir vielleicht auch mal kurz anschneiden, das Thema. Das Thema Alaba. Ja, aber nicht die Personalie, sonst irgendwas, das Thema haben wir durchgekaut, denke ich, da muss man nichts mehr zu sagen. Sondern warum spielt er? Ja, das ist für mich also den einzigen Sinn, den ich dahinter sehe, ist, dass der Hansi Flick damit eine Trotzreaktion zum Brazzo macht. Ja. Die beiden können nicht so gut miteinander, was ich ja auch schon sagte im anderen Talk, was völlig okay ist, ja. Es ist auch völlig okay, dass ein Trainer andere Ansichten hat, ja. Dass ein Trainer sagt, ja, das ist mein Spieler, den möchte ich unbedingt halten.
Wenn der Verein dem Spieler dann aber ein Angebot macht, was völlig in Ordnung ist und der Spieler darauf scheißt, ja, dann muss der Trainer auch damit leben, dass dieser Spieler den Verein verlässt. Und dann muss ein Trainer auch im Sinne des Vereins handeln. Und das, finde ich, tut Flick gerade nicht in dieser Personalsituation. Weil es ist nicht im Sinne des Vereins, dass man jetzt Spieler da spielen lässt mit Alaba und Boateng, die nächste Saison nicht mehr da sind. Ja. Bei Boateng, ja, kann man das nachvollziehen, weil beim Boateng die Leistung stimmt zu 80%. Das ist beim Alaba aber nicht der Fall. Weil meine persönliche Meinung, wie ich schon immer sagte, Alaba ist für mich kein Innenverteidiger. Stellen Alaba als Linksverteidiger, dann kannst du ihn meinetwegen auch spielen lassen. Dass ein Alaba aber den Platz für einen Hernandez blockiert, ja, ist lächerlich, Leute. Ist absolut lächerlich. Ja, und das finde ich nicht gut. Das schadet auch ein bisschen den Verein, ja. Das ist aber einfach ein bisschen trotzig. Klar, hat sich ein Trainer nicht in die Aufstellung reinreden zu lassen vom Sportvorstand oder sonst was, bin ich ganz dabei. Aber Fakt ist, ja, es gibt keine Argumente für einen Alaba. Es gibt wirklich keine Argumente. Er kann ja menschlich und so weiter ein Top-Typ sein, das kann er ja auch weiterhin sein. Er ist ja nicht aus dem Kader raus, ja. Aber ich sehe keinen Grund, warum der Alaba irgendwie auf dem Feld wichtig ist. Ja, von seiner sportlichen Leistung schon gar nicht. Und ich denke, in den Spielen, wo Alaba nicht gespielt hat, hat man auch gesehen, dass auch die anderen Spieler, die in der Innenverteidigung spielen, auch die Abwehr führen können. Ja? Weil das immer so ein Argument ist, was ich komplett nicht sehe, Leute. Aber gut, das ist meine persönliche Meinung. Worauf ich hinaus will in der Innenverteidigung, ja, denke, man muss jetzt nicht auf Gederb da jetzt noch zusehen, dass die alten Haudegen alle da bleiben. Ja, wir sind in den Umbruchjahren und da muss man weiter vorantreiben. Und wir haben in der Innenverteidigung, wir haben Hernandez nächstes Jahr, wir haben Upamecano. Das sind für mich die beiden Gesetzten. Süle wird schwer haben in meinen Augen, gegen Upamecano sich durchzusetzen. Aber wenn er natürlich wieder seine Topform hat und Lust hat, dann ist der Süle auch ein Guten. Da muss man abwarten, ja, ob er geht oder ob er bleibt. Dann haben wir Tianzhu. Ja, von denen haben wir noch nicht viel gesehen, ist aber, was man so hört, herausragendes Talent, darf man nicht vergessen. Wir hätten sogar noch den Richards, ja, aus unserer eigenen Jugend. Wir haben Pavard, der eigentlich ein Innenverteidiger ist und kein Rechtsverteidiger. Wenn alle Stricke reißen sollten, hätte man sogar noch einen Kimmich, der das auch spielen kann, was er auch schon gespielt hat. Wir haben den neuen Linksverteidiger, der auch Innenverteidiger spielen kann. Also ich denke, in der Innenverteidigung haben wir genug Optionen, selbst wenn da mal 1, 2 ausfallen. Ja. Klar, wenn da jetzt irgendwie super lange Ausfälle wären, das ist aber sehr unwahrscheinlich, da müsste man viel Pech haben. Aber das ist ja immer so, da müsste man halt nochmal in der Winterpause oder sowas reagieren. Aber selbst wenn der Süle gehen sollte, sehe ich da jetzt nicht unbedingt ja, so eine große Lücke, dass man sagen muss, wir müssen unbedingt was tun. Wie gesagt, dann kauf lieber einen vernünftigen Rechtsverteidiger und dann hast du den Pavard auch noch für die Innenverteidigerposition und für die Rechtsverteidigerposition als Backup. Ja? Ich denke, das ist auch eine gute Sache. Und natürlich ist er auch Franzose, passt natürlich auch super zum Upamecano und Hernandez, die sollten wohl schon kommunizieren können. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Und ja, das mal zum Thema Abwehr. Ja, wie gesagt, wir haben da noch den Niang-Zu, unser Talent. Wir haben den Chris Richards, der auch Innenverteidiger ist. Warum die Leute nicht einfach mal ranführen? Nehmt euch das Beispiel mal von Gaal, der hat den Bali damals, sogar Badstube auch einfach reingeschmissen. Hat gesagt, das ist mein Innenverteidiger und gut. Ja, man muss halt dann auch mal den Jungs das Vertrauen geben. Und die sind ja bei uns nur in der zweiten Reihe. Sie haben ja gar nicht den Druck. Ja, wie gesagt, ein Hernandez und Upamecano werden gesetzt sein. Also das ist für mich eine der besten Innenverteidigungen der Welt. Also bin ich ganz ehrlich. Ich sehe da nicht irgendwie das, wenn die gut harmonieren, wovon ich ausgehe, und wenn Hernandez endlich mal auf seiner Position spielt, womit wir wieder bei dem Thema Flick sind. Ja, ich denke, das wird schon gut abgehen, weil die sind beide gallig, die sind beide heiß in den Zweikämpfen. Ich denke,
da können wir uns auf einiges freuen. Ja, womit wir beim Thema sind. Es ist halt sehr schade, ja, dass man den Hernandez jetzt nicht die Spiele gibt. Das verstehe ich halt in meinen Augen. Das verstehe ich in meinen Augen gar nicht, Leute. Wirklich gar nicht. Es ist ja nicht so, dass er schlechter ist wie ein Alaba. Hat man ja jetzt auch gegen Bremen gesehen. Er hat ein gutes Spiel gemacht. Wenn er jetzt irgendwelche haarsträubenden Fehler drin hätte oder sonst was. Aber Junge, der junge Mann ist Weltmeister, französischer Nationalspieler, alles. Also, das ist einfach, das ist ein Schlag ins Gesicht und ja, weiß nicht, inwiefern der Flick das vor der Mannschaft rechtfertigt, keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Und ich finde es sehr schade, dass sich der Hernandez nicht mehr vernünftig zeigen kann. Ich denke, wenn er mal so 10, 12 Spiele mal endlich durchgehend auf Innenverteidigerposition spielen kann, wird er auch noch ein bisschen noch ein bisschen stärker werden. Er ist so schon stark, finde ich. Aber es ist natürlich was anderes, wenn du einen ständigen Spielrhythmus hast. Hat man damals gesehen, wo er diese 5, 6 Spiele hintereinander gespielt hat auf der linken Verteidigerposition, hat er auch bärenstark gemacht dann, ja. Also, I don't know, ich sehe es nicht halt, ja. Ich sehe es nicht, dass man den da blockiert. Genauso wie ich es nicht sehe, dass ein Boateng vorm Süle spielt. Es war abzusehen, ja. Ich denke, es wird auch intern schon kommuniziert worden sein, dass ein Boateng keinen Vertrag mehr kriegt. Und selbst wenn er den Vertrag noch gekriegt hätte oder selbst wenn er ihn jetzt noch kriegen sollte, weil er sagt, komm, ich bleibe noch für ein Viertel hier, ich möchte nur noch ein Jahr machen und beende ich meine Karriere, alles gut. Aber selbst dann muss er doch nicht den Platz blockieren, wenn keine Not dafür da ist, für irgendwelche anderen Spieler. Also ich denke, ein Süle ist nicht schlechter wie ein Boateng. Ja? Und wenn man Süle halten möchte, was ich natürlich nicht weiß, aber es ist natürlich auch ein Argument, dass er als Innenverteidiger spielt, ja. Und warum sollten sich ein Hernandez und ein Süle nicht einspielen in der Innenverteidigung? Ja? I don't know. Also, die sind beide nächstes Jahr rein theoretisch da. Und ein Alaba und Boateng nicht wirklich. Und ich sehe jetzt nicht, dass ein Alaba und ein Boateng so einen riesen Leistungsunterschied zum Hernandez und Süle haben. Ganz im Gegenteil. Also ich sehe einen Hernandez stärker wie ein Alaba, habe ich schon gesagt, in der Innenverteidigung. Und ich denke, ein Süle ist in der aktuellen Form, wo er ist, wo er Fitnesszustand ist beim Süle immer so ein Ding. Aber ich denke, den hat er aktuell und da wird er auch nicht schlechter sein wie ein Boateng in der Innenverteidigung. Ja, das mal dazu. Verstehe ich nicht ganz, bin ich ganz ehrlich. Da ist der Flick irgendwie wie so ein kleines, bockiges Kind irgendwie. Wie gesagt, ich verstehe das auf eine Art, dass man als Trainer halt sagt, so, das sind meine Spieler. Der Rest ist mir egal, was der Verein finanziell sonst irgendwelche Vereinsphilosophie hat. Obwohl wenn ich ehrlich bin, verstehe ich das beim Flick nicht so ganz, weil er den Verein kennt und auch immer sagt, das ist sein Verein und so weiter. Dann sollte man auch seine Philosophie mittragen. Und die Philosophie ist halt aktuell, dass wir im Umbruch sind und dass wir auch nicht jede finanzielle Geschichte mitmachen, siehe Alaba. Und ja, dann sollte ein Trainer sagen, jo, alles klar, du willst hier nicht bleiben. Das ist das, was der Alaba sagt. Deine Leistung ist jetzt auch nicht so, dass du hier unbedingt spielen musst. Von daher bist du jetzt außen vor. Und gut ist. Ja, wo ist das Problem? Ich meine, der Spieler hat sich das ausgesucht, nicht der Verein. Aber da muss man, finde ich, hat man als Trainer auch eine gewisse Verantwortung. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wie er das vor Hernandez rechtfertigt. Und vor der Mannschaft. Keine Ahnung. Schwierig. Aber gut, ist nur meine Meinung. Ja, gucken wir mal weiter. Kaderplanung. Verträge sollen verlängert werden. Ja, mit Goretzka, mit Coman. Kinzi Coman hat die Gespräche auf Eis gelegt. Er möchte halt mehr Geld haben. So wie ich gelesen habe, hat er aktuell 6 Millionen netto, also 12 Millionen brutto. Manchester United hat wohl ihm 8 Millionen netto geboten. Das hieße, wir möchten 4 Millionen im Jahr mindestens drauflegen, damit er gesprächsbereit wird. Ja, sehe ich nicht. Bin ich ganz ehrlich, Leute. Sehe ich nicht. Klar, Coman hat eine super Form, müssen wir nichts schlecht reden, ja. Aber er ist mit Sicherheit nicht auf dem Level wie ein Ribéry oder Robben war.
da müssen wir uns nichts vormachen. Da haben wir im Moment keinen auf Außenbahn, der auf diesem Level ist. Ja. Coman ist auf einem guten Weg, ja, hat sich stark verbessert, was die Defensive angeht, was den Ehrgeiz angeht und so weiter. Auch ist er ab und zu ein bisschen eigensinniger, was ich sehr gut finde. Es wäre sehr schade, wenn er geht. Aber auch da, Leute, wir müssen da nicht jeden Heckmeck mitmachen. Ja? Wir haben an ihn festgehalten, auch in schwierigen Zeiten, auch wo er seine verletzten Phase hatte, wo er Gedanken hatte aufzuhören und so weiter. Ja, wenn das dann irgendwo nicht gewürdigt wird und dann so Aussagen kommen, ja, ich möchte eine finanzielle Wertschätzung des Vereins sehen. Ja, I don't know, dann geh halt. Ganz ehrlich, das ist dasselbe wie beim Alaba, dann geh halt. Ich weiß nicht, ob man von 6 Millionen im Jahr nicht leben kann. Und ich habe so das Gefühl, dass manche das einfach nicht verstehen, dass einfach Corona ist. Ja? Und dass die Vereine, gerade so ein FC Bayern pro Heimspiel, was fehlt, 4 Millionen weg sind. Ja? Wenn wir das jetzt mal hochrechnen, auf roundabout vielleicht 25 Heimspiele, ja, sind wir bei 100 Millionen, die fehlen. Und die fehlen seit 1,5 Jahren oder auf jeden Fall seit einem Jahr. Ja, seit einem Jahr genau, glaube ich, ne? War jetzt Jahrestag, wo keine Fans drin waren, vor 6 Tagen. Aber seit einem Jahr. Und es wird mit Sicherheit noch die ganze Saison so sein. Wer weiß, ob es nächste Saison überhaupt schon so sein wird, dass die Stadien voll sind. Oder ob die Stadien überhaupt wieder voll werden. Das weiß doch alles noch gar keiner. Und ja, dass man dann nicht sagt, wir können jetzt hier alles erfüllen und geben jedem Spieler jetzt das und das, ist doch klar. Klar haben wir ein Festgeldkonto, klar haben wir einen Upamecano für 40 oder 45 Millionen verpflichtet. Na sicher, also es ist nicht so, dass wir am Krückstock gehen, aber dann ist es doch wohl auch klar, dass wir jetzt nicht sagen können, ach ja, wir schrauben jetzt aber die Gehälter in dieser Phase pro Jahr um 50 Millionen nach oben, wenn wir schon uns 100 Millionen im Jahr fehlen. Also ja, ich denke, das müssten die Spieler verstehen. Und wenn sie das nicht verstehen wollen, ja, dass es ihnen dann nicht reicht, dass sie trotz dieser Situation immer noch das gute Geld bekommen, ja, Leute, dann ganz ehrlich, dann geht halt. Ja. Klar wäre es schade um Coman. Ich mag einen Coman. Es war immer der konstanteste von den dreien aktuell, die wir haben. Aber ganz ehrlich, ja, man muss da nicht um jedes Geld der Welt, um jeden Preis die Spieler halten. Also wenn sie gehen wollen, sollen sie gehen. Wenn sie meinen, sie werden woanders das Sextubel nochmal holen, ja, gönnt euch, tschüssi, bye. Wo ist das Problem? Also ich denke, es gibt genug Spieler, die gerne beim FC Bayern spielen wollen und die da nicht so rumgeiern und sagen, oh ja, ich muss jetzt aber hier das und das möchte ich, aber ich möchte finanzielle Wertschätzung haben. Also allein dieser Ausdruck, finanzielle Wertschätzung, also dann sagt doch, ich möchte gerne mehr Geld verdienen, ist doch alles gut. Ja, ist doch legitim. Jeder Arbeitnehmer möchte mehr Geld verdienen. Möchte auch gerne mehr Geld verdienen. Und wenn mir das Geld irgendwann nicht mehr reicht bei meiner Firma, dann muss ich halt die Firma wechseln. Punkt. Ja? Ist doch völlig okay. Ist doch der normale Lauf der Dinge. Ja? Und dann ist doch alles gut. Würde ich 6 Millionen verdienen oder würde ich 4.000 verdienen, würde ich gar nicht auf die Idee kommen, zu sagen, wenn ich bei der Firma glücklich bin. Und ja, aber das ist halt so eine Ansichtssache. Ja? Fazit für mich, ja, dann soll Coman gehen. Ja, dann gönnen wir uns 40 Mille oder 30, keine Ahnung, wenn es Manchester United ist, können wir uns auch 40 gönnen. Da stecken überall die Staaten dahinter in England, die haben alle genug Asche, ist gar kein Problem, dann gönnen wir uns die 40 Mille. Ist doch gut. Also haben wir doch kein Problem mit. Ne? Wir haben Linksverteidiger verpflichtet, klar, aus der englischen zweiten Liga, muss man mal abwarten. Aber zur Not, mein Gott, wir haben Davies auch noch. Der Davies kann auch einen weiter vorne spielen. Das ist ja eigentlich seine angestammte Position. Und dafür wurde er ja eigentlich geholt. Also von daher mache ich mir da gar keine Sorgen. Wir haben noch einen Musala, der reinwachsen muss in die Rolle. Der kann auch außen spielen. Klar ist er in der Mitte ein bisschen stärker, finde ich. So auf der Müller-Position. Aber er hat es außen bisher auch gut gemacht. Warum soll er nicht außen spielen? Und warum soll man nicht noch ein Talent verpflichten für außen? Oder einen aus der zweiten Mannschaft? Oder aus der U19 oder wie auch immer, ja? Dann ist es ja nicht so, dass wir keine Talente haben. Und von daher, also ich finde es okay, wenn man irgendwo jetzt sagt, bis zum gewissen Limit und gut, wie man es bei Alaba auch gemacht hat. Und dasselbe Thema ist ja beim Süle, ja, um da vielleicht nochmal drauf zurückzukommen. Da geht es ja auch darum, verlängert er den Vertrag oder geht er im Sommer? Ja? Und dasselbe ist beim Coman und auch der Süle will mehr Kohle sehen.
Ja, also ich habe diese Saison auch keine Leistung gesehen, dass man den Süle sagt, du bekommst jetzt 2 Millionen netto mehr im Jahr. Also beim besten Willen nicht, Leute. Bin ich ganz ehrlich, da muss auch eine andere Leistung kommen. Und ja, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Meine persönliche Meinung auf jeden Fall, ja, man muss Grenzen ziehen, gerade in der jetzigen Situation. Man weiß nicht, wie es sich weiterentwickelt. Ja, die Engländer und sowas, die ballern immer noch die Gehälter raus, wie bekloppt. Die können sich das erlauben. Aber wenn man mal nach Spanien guckt, dass so ein Barcelona 25% der Gehälter einspart und so weiter und so fort. Also sollte man da alles auf dem Teppich bleiben. Ja, der Alaba hat auch nicht umsonst jetzt Probleme, einen Verein zu finden, der das Gehalt zahlen kann, was er unbedingt haben möchte. Ich denke, am Ende des Tages wird er wahrscheinlich für weniger Gehalt irgendwo anheuern, wie er bei uns bekommen hätte. Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Es sei denn, er geht nach, was weiß ich, nach Man City oder Paris, wo irgendwelche Staaten dahinter stehen. Aber selbst wenn er nach Real oder nach Barca geht, wird er nicht seine Gehaltsforderungen da erfüllt bekommen, die er haben möchte. Aber anderes Thema. Aber ja, da kann ich, in der Situation kann ich den Brazzo nur loben. Ja? Ich bin da ganz bei ihm. Wenn die Leute es nicht wertschätzen, wofür der Verein steht und was sie am FC Bayern München haben, wenn es dann nur um Geld geht. Weil am Ende des Tages, ob ein Profi 6 Millionen netto hat oder 8 Millionen netto, ja, wofür braucht er die 2 Millionen mehr jetzt unbedingt? Kann er von den 6 Millionen nicht leben im Jahr? Wir reden vom Jahr, nicht auf sein ganzes Leben gesehen, vom Jahr. Ja, wenn es beim 3-Jahres-Vertrag jetzt 18 Millionen gibt oder 24 Millionen, wow. Kann er sich eine Insel weniger kaufen? Ja, und wenn die Spieler das nicht zu schätzen wissen, ja, dann do it. Hau weg, tschüss, geh. Ja, hast du bei uns nichts zu suchen, ganz ehrlich. Bäm, fertig. Und gut ist. Und da ist der Name egal, ob es ein Koman ist, aber selbst wenn es jetzt ein Koretzka oder ein Kimmich wäre, ja, den ich das aber nicht so wirklich zutraue, aber selbst wenn das da so wäre, ja, dann do it, tschüss. Ganz ehrlich. Also, meine Meinung. Ja, von daher kann es sehr gut sein, dass der Süle gehen wird und das Koman halt auch gehen wird, beziehungsweise dass sie verkauft werden. Ja, ich denke nicht, dass wir nochmal in diese Bredouille kommen werden, wie es beim Alaba war. Ich denke, das war auch noch ein bisschen Flick geschuldet. Ja. Das hat man ihm Zugeständnisse gemacht, bin ich mir ziemlich sicher. Ich denke, wir hätten ihn sonst ein Jahr vorher abgegeben, wenn er sich gesträubt hätte, den Vertrag zu verlängern. Ja, ich denke nicht, dass wir nochmal in die Situation kommen werden. Von daher wird der Transfersommer ziemlich interessant werden für unsere Seite, denke ich. Aber wie ich schon sagte, ich denke, wir sind mit dem Gnabry, der aufsteigende Form hat, mit dem Sané, der auch aufsteigende Form hat, sind wir auch vor außen auch nicht so schlecht aufgestellt. Und zur Not hätte man Davis noch, wir haben Salah. Pulisic ist auch im Gespräch, der nicht glücklich ist in Chelsea. Ja, wenn man ihn günstig kriegt, warum nicht? Ja, wenn der Coman dafür geht. Ja, also ich fand ihn in Dortmund auch gut. Muss man dann halt auch abwarten. Klar muss er sich eingewöhnen und so weiter, aber kann halt auch außen und mittig spielen. Warum nicht? Wird man alles sehen. Ja? Ich bin da ganz relaxed, aber ja, da muss ein Trainer das auch mittragen, finde ich, ja? Um darauf mal zurückzukommen. Aber es geht ja jetzt im Endeffekt darum, also es scheint ja so zu sein, dass der DFB Flick unbedingt möchte. Auch wenn da jetzt noch keine offizielle Kommunikation da war. Und ja, also ich sehe das dann auch ganz relaxed, bin ich ganz ehrlich. Klar, was der Flick geleistet hat, war mega stark. Wir haben alle 6 Titel in einer Saison geholt. Diese Saison sieht es auch gut aus für die Umstände. Ja, aber wenn er unbedingt Bundestrainer werden möchte, ja, dann musst du ihm halt die Freigabe geben. Ja, sind wir ganz ehrlich. Warum sollte man ihnen da die Steine in den Weg legen und dann einen Trainer haben, der ja vielleicht nicht mehr so motiviert ist, der dann noch mehr Groll irgendwo hegt, und wenn man sieht, dass er jetzt schon manchmal so eine trotzige Reaktion indirekt zeigt, ja,
kann man sich dann vielleicht auch ein bisschen ausmalen, wie es dann sein könnte. Ja? Und das Risiko muss man auch nicht gehen. Ich möchte dem Flick da nichts unterstellen. Ich traue ihm das eigentlich auch nicht zu, so vom Typ her. Aber Fakt ist auch, Bundestrainer kannst du halt auch nicht jedes Jahr werden. Ne? Zumindest nicht in Deutschland. Wir haben jetzt nicht so die Fluktuation auf dieser Position, dass man da sagt, so, wir haben alle 2 Jahre einen neuen Bundestrainer. Ne? Und wenn die Chance da ist und er das machen möchte, ja, mein Gott. Man kann es ja auch verstehen, er hat alle 6 Titel gewonnen in einem Jahr, aber soll er noch mehr gewinnen als Vereinstrainer? Ja? Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Wenn das irgendwie so an Titeln sein Ziel gemessen ist, hat er alles erreicht. Und wenn man dann die Chance hat, Bundestrainer in Deutschland zu werden, ja, klar, kann man doch wohl nachvollziehen. Dass so ein Nagelsmann direkt Nein sagt, kann man auch nachvollziehen. Er möchte erstmal auf Vereinsebene irgendwas erreichen, ist doch auch logisch. Von daher, ja, ich hätte da volles Verständnis für, wenn man sagt, man lässt einen Flick gehen. Ich denke, es gibt genug Trainer, die in FC Bayern trainieren können. Ich denke, dass es auch gar nicht so, ja, unbedingt ums Trainieren geht. Ich denke, so eine Mannschaft, gerade so erfahren, wie sie teilweise halt auch ist und auch bleiben wird, ja, da ist es halt viel mehr, wie man ja auch beim Flick sieht, viel mehr Menschenführung und ja, eigentlich Menschenführung, denke ich, steht bei so einem Kader, so vielen, Anführungsstrichen, Stars, die alle irgendwo getätschelt werden wollen, die irgendwo die Verantwortung haben wollen oder das Vertrauen spüren wollen, ist da wichtiger wie jetzt unbedingt der große taktische Neuerfinder zu sein, weil es gibt es nicht mehr im modernen Fußball. Ne? Der Idealfall ist, dass man hochpresst, dass man ja so spielt, wie wir aktuell spielen. Also das ist jetzt nicht, dass da ein Trainer kommt, der irgendwie die super neue Philosophie hat, so wie es damals beim Pep war, ja, der uns auf ein ganz anderes Level gebracht hatte. Klar ist auch, dass man nicht wieder so einen Kovac da einbinden kann, der irgendwie so Hüb Stevens-mäßig die Nummer stehen erstmal und dann gucken, wenn man mal nach vorne geht, spielt. Das passt halt auch nicht zu unserem Kader, nicht zu unserer Mentalität, unserer Vorstellung. Aber ich denke, da gibt es genug Trainer, die auch passen würden beim FC Bayern. Ne? Und wenn FC Bayern ruft, das ist halt genauso, wenn ein Bundestrainerjob ruft, denke ich, wird ja auch der eine oder andere Trainer schwach werden. Ansonsten habe ich ja schon im Bremen-Talk gesagt, Mehmet, bin für Mehmet Scholl. Fertig. ich würde mir den Mehmet wünschen bei uns. Ist halt auch wieder so ein unbequemer Charakter. Ich hätte da gar kein Problem mit, wenn man den da mal reinwerfen würde und ihm da die Chance geben würde. Würde ich richtig feiern und ich wäre sehr gespannt. War bei uns in der zweiten Mannschaft damals sehr erfolgreich. Ist aber natürlich auch ein Typ, ja, aber hat halt auch den Stallgeruch, wie man immer so schön sagt. Also, warum nicht? Ja, wäre doch mal eine interessante Sache. Ne? Mal neue Vorstellungen, mal einen jungen, was heißt jung, aber einen jüngeren Mann ans Ruder lassen. Warum nicht? I don't know. Ich denke, wir werden einen spannenden Transfer-Sommer sehen, von wegen Trainerposition, Spieler. Denke, da können wir uns auf einiges freuen, auch dann in der Sommerpause. Ich bin sehr gespannt. Ich sehe der Sache aber alles sehr gelassen entgegen. Ja. Ich denke, viele Spieler bei uns im Verein wissen auch, was sie haben am FC Bayern. Dass man immer in einem gewissen Rahmen, wenn man seinen Vertrag vorzeitig verlängern soll, wenn man ein gewisses Alter hat, so wie ein Koman und so, dass man dann gewisse Vorstellungen hat. Alles gut. Ja, dass man dann aber so sagt, so ja, wir fahren nur, wir legen das jetzt erstmal alles auf Eis. Das finde ich immer ein bisschen schwierig, wenn man da versucht, so von irgendeiner Seite, egal ob jetzt von Spieler- oder Vereinsseite, da so den Druck aufzubauen. Das finde ich lächerlich. Ist doch gar kein Problem, man setzt sich da hin, man verhandelt und entweder kommt man auf einen Nenner oder nicht. Ja? Und gut ist, wenn man dann nicht auf den Nenner kommt, ja, dann einigt man sich halt darauf, dass man den Spieler verkauft. Und Punkt. Wo ist das Problem? Das ist das Fußballgeschäft, das ist gang und gäbe. Ja? Und wie gesagt, da habe ich gar kein Problem mit.
Solange das nicht so wieder so ein Abzug ist wie beim Alaba, der sich hingestellt hat und ja, ich möchte hier gerne beim Verein bleiben, ich liebe den Verein, ist meine Heimat, bla Sülz. Und deswegen ist man fest von ausgegangen, ja, wir werden uns schon einig werden. Und dann sagt er so, hier, ich gehe und nehme noch irgendwo 30 Mille Handgeld mit, weil ich den Berater gewechselt habe. Ja, aber das Thema wollten wir ja nicht wieder aufrollen. Genauso beim Süle halt, ja. Wenn das so ist, wenn er meint, er wird woanders glücklicher, aber ich meine, er hat schon immer gesagt, er möchte irgendwann mal auch nochmal nach England gehen. Kann ich auch nachvollziehen als Spieler, ja. England ist nun mal eine andere Art Liga. Da hast du ein paar mehr Mannschaften, die vorne mitspielen. Gut, die Saison ist jetzt Man City da eher durchmarschiert, aber ansonsten ist das natürlich nochmal ein anderes Niveau wie die Bundesliga, muss man ganz ehrlich sagen. Und ja, dann kann man das verstehen und dann ist das doch okay. Da ist doch auch nichts bei, so ist das Fußballgeschäft halt einfach, ne? Und ja, ich bin gespannt. Und wie gesagt, ich bin gespannt, was mit dem Flick passiert. Nur die Diskussion so Flick, Brazzo, bin ich ganz klar beim Brazzo, sage ich euch ganz ehrlich. Weil der Brazzo ist Sportvorstand, der muss halt ein bisschen mehr im Blick haben als nur wie der Trainer, der sieht so, das sind meine Spieler, ich möchte ihn aber unbedingt behalten. Wenn der Sportvorstand dann sagt, nee, ist nicht, weil der möchte zu viel Geld oder dies und das, ja, dann hat ein Trainer das zu akzeptieren, Punkt. Ja. Klar kann der Trainer immer seine Meinung sagen, aber am Ende des Tages steht das Vereinswohl an erster Stelle und das muss ein Trainer akzeptieren können. Fertig aus, ja. Und ja, da muss man nicht als Trainer bockig sich irgendwo hinstellen und bockig irgendwelche Spieler dann trotzdem noch aufstellen, obwohl da kein Leistungsgrund dahinter steht. Wie gesagt, wenn der Leistungsgrund, so wie es beim Boateng ist, das ist irgendwo für Augenhöhe mit dem Süle. Ja, da kann man das dann noch nachvollziehen, ja, in irgendeiner Art und Weise, obwohl selbst beim Boateng, ich denke, die sind wirklich mindestens auf einem Level im Süle. Also, I don't know, ich sehe den Sinn da nicht ganz hinter. Und von daher ist das für mich eigentlich nur irgendwo ein bisschen trotzig. Ich möchte jetzt nichts unterstellen, so ein anderer Gedankengang, den man natürlich noch haben könnte. Außer dieses, dass man sagt, das ist so jetzt der Trotz, ist halt vielleicht auch einfach die Provokation, dass man halt jetzt so ein bisschen stunken macht, damit man eher aus dem Vertrag kommt. Ich denke, Hansi Flick wird schon ein bisschen eher gewusst haben, dass ein Joachim Löw dann doch aufhört nach der EM. Weil er, Löw und Bierhoff sind so. Ne? Das sollte man auch wissen. Vielleicht ist das auch irgendwo ein Grund, I don't know. Ich möchte da nichts unterstellen. Ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass man irgendwie so eine Art am Tag legen würde, weil, ja, ich meine, wir sind der FC Bayern und ich denke, Hansi Flick hat ein super Umfeld, wo er arbeiten kann. Aber so eine Geschichten kommen dann halt auf, wenn man halt so die Aufstellung sieht, wie er sie aufstellt. Ja? Dann kommen halt so Gedanken auf, warum, wieso, weshalb tut er das? Und ja, dann kommen halt so eine Dinge in den Kopf. Und wenn man nach Leistung aufstellen würde und nach sinniger Aufstellung, was so ein Hernandez und ein Süle anbelangt, würden halt so eine Sachen gar nicht erst aufkommen. Ja? I don't know. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Jetzt hat ja Hernandez gespielt zumindest, auch wenn Süle nicht gespielt hat, warum auch immer. Ja, ich denke, wir werden spannende Wochen haben. Sagen wir es mal so, wenn das Transferfenster losgeht. Ansonsten bin ich gespannt, was wir auch noch erreichen werden. Und ansonsten wird es interessant zu sehen sein, ob der Flick die Freigabe bekommt, wenn der Bierhoff sich mal anmeldet. Weil das Verhältnis ist ja auch nicht wirklich gut zwischen den Bayern und den DFB und vor allen Dingen Oliver Bierhoff, den ich persönlich auch nicht leiden kann. Der für mich da auch fehl am Platz ist. Aber gut, das wäre ein Thema für ein extra Video. Ich habe jetzt schon 35 Minuten gequatscht, von daher. Ich wollte es einfach mal loswerden. Wie gesagt, ich möchte dem Flick da gar nichts unterstellen, groß. Aber ich denke, so diese Alaba-Geschichte, das ist einfach, ja, ich weiß nicht, für mich ist das eine Trotzreaktion. So, ja, ihr wollt nicht, ihr habt meine Wünsche nicht erfüllt, ist mir scheißegal, dann lasse ich ihn spielen, obwohl er keine Leistung bringt.
Ja, keine Ahnung, ich sehe den Sinn dahin einfach nicht. Ich finde halt einfach keine rationale Erklärung, außer die beiden Erklärungen, die ich gerade irgendwie in meinem Kopf drin habe. Ich finde keine rationale Erklärung, warum Alaba in der Innenverteidigung spielt und Hernandez auf der Bank sitzt. Wenn jemand von euch eine hat, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Also ich bin da gerne bereit, da irgendwas anzunehmen. Ich habe halt einfach keine. Ja? Und ich habe auch keine, dass ein Boateng vom Süle gesetzt ist in der Innenverteidigung. Habe ich auch nicht. So, wenn ihr da was habt, lasst es mich gerne wissen, würde mich sehr interessieren. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Restsonntag, einen guten Start in die Woche, bleibt gesund und wer Bock hat, Donnerstag. Meine Meinung zum Champions League-Spiel gegen Lazio, was ja eigentlich ein Spiel um die goldene Ananas sein sollte. Ich bin gespannt, ob Lazio nochmal ernst macht und nochmal richtig Attacke macht von Anfang an. Und wenn wir dann irgendwie schnell, so wie gegen Dortmund, 2 Gegentore kriegen, könnte es interessant werden. Sorgen mache ich mir nicht, da wir eigentlich immer für 1, 2 Tore gut sind. Und ich glaube nicht, wenn wir 2 Tore schießen, dass Lazio 5 schießt. Aber wer weiß, wenn der Immobile einen guten Tag hat. Lassen wir uns überraschen, Leute. In diesem Sinne, haut rein, bis dann. Tschüssi.